Hallo miteinander, es geht weiter im wunderbar Schweizer vampirischen Let's Play. Also eigentlich spielen wir einmal ein Spiel miteinander. Und wir gehen jetzt in die nächste Nacht in Moonlight Peaks. Und jetzt hoffe ich aber wirklich, zack, rausgefahren auf dem Schlafsaal, dass die Huren Trübeli gut sind. Aber zuerst einmal, ich habe etwas umgerührt. Es war mir im Weg. Ehrlich gesagt, ist es mir nicht im Weg. Aber ich habe gedacht, so vermeide ich in Zukunft Unannehmlichkeiten, wenn ich das so sage. Ja. Dafür kann ich dich jetzt nicht streicheln, wie du noch im Nest hockst. Siehst du? Das hast du jetzt davon gereiten. Das tun wir gerade noch einlagern. So. Und dann gehen wir mal raus schauen, was der Tag für mich so bereithält. Schon in der Nacht. Habe ich eigentlich schon mal im Briefkasten geschaut. Keine Post. Schon 6 Nächte da und noch keine Rechnung. Sehr geil. Komm jetzt da, ich will dich doch noch krebeln, Katze mir. Blöde Vogel. Hui. So. Hast du gern gehabt, gell? Hast du gern gehabt. Also, es sieht immer noch nicht so aus, als könnte ich die schon ernten. Macht etwa Lärm hier. Das Heilandstutz. So. Schauen wir noch mal, ob ich mit dem muss. Ich check's ehrlich. Wie muss ich denn das Zeug ernten? Ich kann doch das nicht mit dem Hockeybeil ernten. Nein. Nein, so kann ich es nur zerstören. Noch nichts ist hier oben gut. Noch gar nichts. Mit meinem Zauberstab Zauber wirken. Oh, der Zauberstab ist wohl kaputt. Was habe ich dann noch für eine Mission? Den Wein und den Vampir muss ich mal suchen. Das können wir auch zu unserer Mission mal machen, dass wir den finden. Da unten hat es wieder etwas zum Ausbuddeln. Wenn ich da komme. Geld. Geld nehmen wir sehr gern. Und Reissömli. Wieso blubbert es dort? Können wir das mal fangen? Hör auf! Das ist ein zu grosser Fisch. Ein Flüsterfisch. Ja, den haben wir schon mal gefangen. Der flüstert. Kommt jetzt echt dort etwas? Ich kann tatsächlich, je nachdem wie lange ich hebe, rühre ich es länger oder nicht länger. Ja, also ich kann noch weit
Gut, es glitzert zwar da rein, aber ich habe keinen Plan, um was es geht dort. Dann kann es mir in die Kappe schiessen. Komme ich jetzt gerade noch nicht drauf. Vielleicht irgendwann. Müscheli sammeln, Müscheli sammeln, Müscheli sammeln. Überall komme ich auch nicht, aber graben, 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 graben. Was ist eigentlich, wenn ich da... Okay, ich kann es auf und wieder zu machen. Habe ich jetzt ein bisschen Dreck eingenommen oder so? Nein. Wir können ja noch mal schauen auf der Karte, ob wir irgendwo noch mal etwas sehen. Da kann man noch weiter runter. Okay. Das probieren wir. Und unten hat es nämlich noch Pflaumenbaum schütteln. Ich kann nicht runter. Okay. Es ist gerade der Zeitpunkt, wo ich nicht so genau weiss, was ich machen soll. Kann ich echt da runterfischen? Ich brauche ein besseres Werkzeug dafür. Nein, 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 der geht schon. Ich habe aufs Falsche geklopft. Alles gut. Hallo Chester! Ja, du kleine Schnuggeli-Bubbeli. Ja, die will ich auch noch krabbeln, geile Späne, ja. Kommen wir dann da irgendwo noch an? Irgendwo noch an. Da oben können wir noch. Gehen wir mal noch da oben. Können wir nicht. Also gut. Da weiter rauf können wir auch noch. Jetzt hat es da wieder Leute. Okay, gehen wir mal in die Hauptcity. In the city and let's checking where is there new. Hä? Bist du nur gerade in der Gegend? Ja. Willst du Blumen? Nein, ich will dir nichts geben. Keine Ahnung. Ich kann nicht immer allen etwas schenken. Mir schenkt auch niemand etwas, oder? So, gehen wir da mal in die Mitte. Kennen wir dich? Hast du manchmal das Gefühl, dass du zu viel bist und gleichzeitig nicht genug? Das ist jetzt eine schwierige Frage, finde ich. Finde ich jetzt eine schwierige Frage. Hoi Luna, du strahlst heute richtig. Weißt du das? Nein. Es bringt die Vollmond ist und ich glitzer. Wer bist denn du? Der Schneck. Da kann man etwas posten. Aha. Da kann man Hütli posten. Zylinder. Okidoki. Nein, ist gut. Ich will nichts posten. Das kann ich dir dann verkaufen. Verabschieden kann ich auch. Dann kennen wir jetzt den Snack auch schon. Und da unten hat es noch jemanden. Nochmal einer, der bimselt. Le Jacques et ici c'est moi. Das kann ich bei dir posten. Ein Fledermausplakat. Warum? Ach hey, Bisslinde.
Neugierig, was den Strand angeht. Da verbringe ich die meisten Wochenende. Wir verkaufen verzauberte Krimskrams, Kuriositäten und hin und wieder verfluchte Gegenstände. Bei Webs Wunder wird es manchmal ein bisschen chaotisch. Darum bringe ich die exklusiveren Gegenstände hier hin. Sag, falls dir etwas ins Auge sticht. Kristalluntersetzer, ein Buch, Alchemistenmörser, magisches Gewürz und eine Panelenwand. Nein, es ist gut, danke vielmals. Also gut, das ist aber nichts Neues, hä? Also muss ich doch mal, ich gehe jetzt doch mal da rauf. Weil da oben hat es immerhin noch Gebiete, wo ich noch gar nicht war. Vielleicht auch, weil ich noch gar nicht dort angekommen bin. Ich hoffe, ich komme hier durch. Ich bin dann wieder am falschen Ort. Ich bin wieder am falschen Ort. Da können wir noch rauf. Wo kommen wir echt da raus? Da hat es wieder so einen lustigen Kreis. Ist eigentlich das hier ein Beiz? Zerbrochene Lampe betreten. Hallo, wer bist du denn? Ich heiße Bislinde. Bislinde? Verstehe, ich bin der Samuel. Mir gehört die Bar. Ah, du bist der Neffe von Morlock. Das ist die hiesige Kneipe für übernatürliche Wesen. Wir machen immer am 11 Uhr auf. Ah, da kann ich posten. Essen posten kann ich auch. Obstschalen. Okay. Und Bücher. Eine Weinbar. Okay. Der Orlok hat scheinbar schon wieder eins am Tee. Hast du das gehört? Ich auch nicht überrascht. Gut, der hat eins am Tee. Habe ich jetzt eigentlich alle kennengelernt? Yes! So gut. So gut. Alle gefunden. Ja, Samuel, hätte ich auch von Anfang an drauf kommen, dass der noch gefehlt hätte. Gut. Findest du alles, was du brauchst, oder ist Moonlight Pix einfach Moonlight Pix? Du bist ja... Oh, du bist mir zu philosophisch, Kollege. Ich stehe da, was ich machen soll, Mann. Das habe ich nicht gern. Wenn ich nicht weiss, was machen. Ich soll jetzt mal dort rauf und gehe noch das Gebiet, hoffentlich, wenn ich es finde, anschauen, wo ich dort noch weiter kann. Bin ich da auf der richtigen Spur? Ja. Jetzt laufe ich einfach mal rauf. Käferli. Da kann ich noch nicht durch. Aber da hätte ich so rauf. Komme ich nicht vorbei? Komme ich da vorbei? Ja, da komme ich rauf. Komme ich auch nicht weiter, aber da ist schon wieder so ein Kreis. Ich muss einfach im Kreis sätteln. Also es geht hier offensichtlich noch nicht weiter. Da oben müssen sicher irgendwelche Sachen flicken. Kann ich eigentlich dich fischen?
Okay. Ich brauche bessere Angeln für den dicken Fisch. Okidoki. Kann ich da drüber? Also. Komm. Komm. Gut. Und nochmal. Und nochmal. Was ist denn das? Ein Blöckli. Ein ungewöhnlicher Fisch, der im heulenden Sumpf zu finden ist. Ein Blöcki. Das ist wirklich außergewöhnlich, das viereckiges Ding. Sicher aus Minecraft abgehauen. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt können wir mal schauen, wenn ich ja schon Bier machen kann. Und Bier gibt es aus Weizen, könnte ich ja da mal Weizen posten. Brauchst du etwas Pflanzensamen? Nicht Magie, für wenig Geld kannst du dir alles, liebe Luna. Ich jetzt einfach mal 4 Sortig nehmen. Machen wir 6. Dann kann ich einmal. Okay, zack. Dann kann ich doch einmal 6 Weizen anbauen und dann können wir wenigstens noch ein Bier machen. Das ist doch ein Plan. Oh, Fiona. Du scheinst mir ausreichend fähig zu sein für einen Vampir. Ich habe ihre Stimme vergessen. Sie ist hoch, aber sie hat noch einen anderen Dialekt. Ja, noch. Nächstes Mal wieder. Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Oh, meine Schulter verlaufen. Ich glaube, da oben kommt man dann zu mir. Vielleicht dann. Oh, das war richtig. So. Oh. Ja. Kasimir, ich mache dir nichts. Das habe ich natürlich hier eigentlich auch nicht geschickt gemacht. Ich habe jetzt nichts gesehen. Mal, man sieht es. Wenn ich jetzt schaue, wie lange... Jetzt habe ich hier den Klumpenfisch wieder gefunden. Ein ungewöhnlicher Fisch. Nein. Ich wollte ja eigentlich schauen, das Bier Listweizen aus 3. Dann habe ich jetzt ja 6. Dann gehen auch 5 Tage. Dann kann ich mal ein Bier machen, das ist nicht schlecht. Und ich hoffe einfach, weißt du was? Wir gehen mal noch mal schnell mit dem Fledermäuschen reden. Vielleicht weiss der auch noch irgendetwas mehr. Wie machen sich denn Bluttrübeli? Ich brauche Hilfe beim Farmen.
Womit brauchst du denn Hilfe? Oh nein. Komm vorbei, falls du deine Meinung ändern. Okay, ich habe gedacht, vielleicht sagt er mir, wie ich das absehen kann, aber vielleicht kommt es wirklich erst morgen. Ich weiss auch nicht, habe ich es am ersten Tag schon gepflanzt oder erst am zweiten. Das weiss doch auch wieder niemand. Das weiss doch auch wieder niemand. Schaut jetzt, wir machen hier jetzt einfach mal 2 Tage. 2 Tage in einer Session. Hä? Heute ziehen wir den Ding mal durch. Was habe ich denn jetzt eigentlich noch hier rein gehabt? Der da, ins Lager gefallen. Wieso habe ich denn jetzt hier noch? Ah, das sind Reissömli. Gehen wir doch jetzt einfach mützen und morgen stehen wir frisch dingselt wieder auf und schauen, was passiert. So, das machen wir über 2 Tage, ist gar kein Problem. So, wir haben Fischchen gefangen, wir haben abgebaut, wir haben Müscheli, wir haben zumindest mehr eingenommen als ausgegeben. Das ist doch schon mal gut. Wir haben den Samuel gefunden, mit dem Ohrlock geschwätzt und den Schack und den Snack. Und wir haben zuerst mal Sonntag, seit wir da sind, mit dem Sonntag in die Kirche gegangen. Vollfall wie gespeichert. Es wird sozusagen die Wochenendsession. Oh, Kasimir ist schon wach. Kasimir, oh. Morgen, Bislinde. Mir ist aufgefallen, dass du eine ganze Menge mit dir rumschleppen tust. Dir ist aber schon klar, dass das nicht sein muss, oder? In diesem Haus gibt es ein Lager, gross und geräumig. Da kannst du deine Sachen verstauen, Möbel essen, einzelne Socken. Es ist alles sicher. Ich behalte es im Auge. Bei mir werden keine Nagetiere reinkommen. Danke, Kasimir, danke. Das ist mega gentil, das habe ich doch schon gemerkt. Zack, gehen wir raus. Mal schauen, was hier passiert. Jetzt hoffentlich sind die Scheisstrübeli mal gut. Trauben sind gut. Ui. Miss Linde, willst du den Vorrat an Samen auf? Listenweizensamen. Das Lebenselixier jeder achtbaren Farm. Aber sag mal, weißt du, was noch besser ist, als die Nutzpflanzen anzubauen? Ja, sie zu verkaufen natürlich. Du hast Geschäftssinn, das gefällt mir. Aber nein, sie denkt zu verarbeiten. Aha. Unverarbeitete Nutzpflanzen sind ja schön und gut, aber richtig interessant wird es erst mit der Mühle. Mehl, Reis, stell dir nur die Möglichkeiten vor. Frisch backene Kuchen, Törtli, Milchreis. Du, mein kleiner Fledermausling, bist auf dem Weg zum kulinarischer Grösse. Aber zuerst brauchst du eine Mühle. Aha. Zum Glück kann der Zimmermann dir eine bauen. Und sag mir Bescheid, wenn du deine ersten Kuchen gebacken hast. Jetzt kommst du noch mit Kuchen. Du wüsstest, wie ich koche. Briefkasten. Gut eingelebt. Tiere zu verkaufen. Hallo Bislinde, ich habe tolle Neuigkeiten. Ich habe einige neue Tiere, die es daheim suchen. Wenn du auch Tierchen haben möchtest, verkaufe ich dir ein paar. Und helfe dir, alles für sie zu vorbereiten. Komm bei meiner Farm vorbei, wenn du Zeit hast. Dann zeige ich dir alles, was du wissen musst. Wir sehen uns, Luna. Hi. Hoi Bislinde, ich hoffe, du lebst dich gut ein. Für dich ist das eine grosse Veränderung, ich weiss. Aber ich bin mir sicher, dass du das hinbekommst. Hast du dein Telefon wieder einmal verloren? Ich habe länger nichts mehr von dir gehört. Ich will nur wissen, wie es dir geht. Ich habe dir ein bisschen Geld geschickt. Grüezi, Mami. Okay.
Okay. 1000 Münzen. Kann ich brauchen? Kein Thema. So, Favoriten. Besuch Lunas Farm. Zuerst einmal ernte ich die Rüebeli. Und Zwiebeln ernten. Und Pinien schütteln. Ist das auch schon gut? Gut. Und dann tun wir das alles wieder gießen. Muss ich das Giesswerkzeug wieder auffüllen. Upsasa. Gut. Und jetzt können wir hier das Fass benutzen. Wein wollen wir herstellen. Rotwein, Weisswein. Moment. Rotwein. Ich muss. Habe ich jetzt die 3 Weine schon gemacht? Oder arbeitet das jetzt an dem? Das arbeitet an dem. Einverstanden. Und ich nehme an, da wächst es wieder. Da kann ich ja rein theoretisch jetzt da, wo ich Zwiebeln hatte, ein Reissämli pflanzen. Gut. Jetzt Luna. Die war dort oben, als ich die Zäumchen gekauft habe. Sinnvollerweise habe ich irgendwann ein zweites Fass. Das ist ein Skandal! Okay, was geht ab? Persönlicher Angriff, eine unverzeihliche Beleidigung des Grossen namens Ambrosia. Irgendjemand klopft da. Ich hoffe, ihr hört es nicht so laut. Was beschwört er denn? Findest du nicht, dass du ein bisschen überreagierst? Entspann dich. Das ist nur ein Zauberbäppel. Kein persönlicher Rachefeldzug, sagt der Even. Eine Person hat mich in diese Lage gebracht, nicht wahr? Also ist es persönlich. Der Ohrlock stempelt. Oh, du schon wieder. Schau sich einen den schändlichen Akt von Hexerei an. Unser Zuhause, aus dem, wie wir von einer rachsüchtigen Verzauberung ferngehalten werden. Ich frage zuerst mal, was passiert ist. Eine unbedeutende Hex, Fuchsteufelswild. Wegen einer eingebildeten Beleidigung hat die Brücke und das gesamte Gebiet der Nebelküste verflucht.
wahrscheinlich in einem Anfall von rasender Eifersucht. Er meint Fiona. Fiona. Sie ist eindeutig ausser sich vor Wut. Wirklich ein Jammer. Ruhig ist sie kaum auszuhalten. Hast du irgendetwas gemacht, um das zu verdienen? Ich habe das Gefühl, dass mehr hinter dieser Sache steckt, als meine. Da ist gerade wieder Fuchsteufelswild. Und? Wenn jemand schuld ist, dann Fiona mit ihrem fragwürdigen Ego. Und, was hast du denn gemacht? Sag's doch einmal. Warum müssen bei mir alle immer von einem schlimmsten Fall ausgehen? Erst gerade letzte in der Bar hat er einen ziemlich unangebrachten Witz auf ihre Kosten gerissen. Irgendetwas mit dieser Verbitterung. Von dieser Verbitterung von der Hexe, die im Geschmack einer verfaulten Zitrone gleichkommt, hat er gesagt. Das ist nicht nett. Das ist eine Beobachtung und keine Beleidigung. Das hat sie bestimmt falsch verstanden. Papi, entschuldig dich doch einfach. Ja, mir fehlt auch mein Sorg. Ja, logisch. Pressieren wir und besänftigen die Dummhex mit ihrem Aggressionsproblem. Okay, jetzt ist er aber auch abgestempelt wie das Bisi-Wetter. Wenn doch nur jemand zu ihm durchdringen könnte. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird ich sein. Schauen wir einmal in unser Tagebuch. Red mit dem Ohrlock. Die zur Villa Ambrosia führende Brücke ist verflucht und irgendwie bin ich in die Sache hineingeraten. Ohrlock glaubt, dass Fiona dafür verantwortlich war und ihn ärgern wollte. Allerdings könnte mehr dahinter sein. Stecken tun. Reggie! Ah, schmeckt nur ich die erfrischende Nachtluft. Wie geht's dir bis Linde? Mir geht's gut. Ich komme dir gerade hinten rein. Ich muss zu der Luna. Luna hat mir Post gemacht. Gut, wir sind hier oben und da oben ist nicht die Luna. Habe ich natürlich vergessen. Aber einen Fisch hat es da. Hey! Tu mir nicht meine Fische wegangeln. Oh. Mal schauen, ob ein Fischchen auch knebelt. Jawohl. Schon wieder so ein Flüstervogel. Du kannst dafür kommen. Gibt noch da Flüsterfisch, gibt's da? Ja, nu. Ist Angeln plötzlich zu deiner Leidenschaft geworden? Irgendwann gibt es noch eine Revanche. Ah, wir reden mal über die Brücke. Brücke? Ja, nicht mein Problem. Gibt auch genug andere Angelplätze. Ah, ich muss über die Brücke ausfragen, die Leute. Gut. Gut, gut. Gehe ich halt hier mal rauf. Vielleicht war die Luna da oben. Ich könnte auch einfach natürlich hier schauen.
Da ist sie. Ich wäre schon richtig gewesen. Jetzt kann ich hier rauf und dann links. Wo komme ich denn jetzt hin? Ich glaube, jetzt bin ich am falschen Ort. Am falschen Ort, aber da bin ich auch noch nie gewesen. Nicht auch links rüber? Nicht. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Du? Ui. Da kann ich etwas ausbuddeln. Gelb. Geld ist gut. Geld nehmen wir gern. Pam, 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 pam. Einmal über. Und jetzt rauf. Mal schauen, was die Luna für uns bereithält. Luna! Okay. Mhm. Bis Linde! Ich bin so froh, dass du da bist. Schau dir die mal an. Ja, es sind lustige Hühner. Sind die nicht total süß? Sind total süß. Die brauchen das Zuhause. Ich verkaufe sie an Leute, die sich gut um sie kümmern wollen. Bei der Zucht von Tieren geht es nicht nur darum, dass sie einem Gesellschaft leisten. Sie sind auch super nützlich. Ihre Hühner legen beispielsweise frische Eier und helfen sogar mit Dünger. Geil. Und haben einen geilen Blick drauf. Wow, ui. Du schnüggeliges Bietmätschli. Oh, schau dir das an, es hat dich schon gern. Dann kannst du mir das ja jetzt schenken. Luna, was meinst du? Aber natürlich kannst du sie nicht einfach bei dir ins Haus hinein tun und das frei rumlaufen lassen. Es braucht einen Stall, sonst haben sie keinen Ort zum Schlafen. Ich bin mir sicher, dass der Rich dir einen bauen kann. Das ist sicher für Trillionen von Botzen möglich. Bis dahin bist du jederzeit willkommen, um ihr Hühnchen zu besuchen. Okay, wir freuen uns beide und das Irrhühnchen freut sich auch. Bat. Okay, ich brauche eine Mühle, ich brauche einen Stall. Oh, die wollen alle einfach Köln von mir. Traurige Gauner sind das. Jetzt nehme ich da Gott einen Stein mit. So. Aber das würde auch wieder für ein zweites Fass sprechen. Weil ich dann kann mehr Wein und so anbauen. Ich weiss zwar jetzt nicht, wie lange das geht, so einen Wein. Aber im Grunde genommen wäre das ja noch gäbig. Wenn das Weinfass immer gefüllt ist, ist das eine Oberschienenblume. Ich habe Oberschienen geerntet. Mhm.
Dann nehmen wir jetzt gerade noch den Baum unten. Chester, hoi, dann würde ich auch noch zuerst ein bisschen krabbeln, gell? Hast du gern. Und dann mal die Fisch verkaufen. Ja, ein bisschen fein. Bretter. Da 20 Holz. Jetzt nehmen wir den hier, den wir noch wegpickeln. Und sehen wir nämlich unser Feld auch ein bisschen besser. Auch wenn das ein schöner Baum ist tatsächlich. Jetzt sehen wir nämlich gerade, dass da hinten nicht gut gegossen ist. So. Haben wir das dann auch noch gerade. Meh. Sagt Kasimir. Meh. Ich jetzt da nämlich ja. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Reissamen. Können wir die auch wieder pflänzeln. Tschupp, 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 tschupp. Jetzt gehen wir mein Spritzkännchen noch mal füllen. So. So, jetzt schauen wir mal, ob das schon lange nochmal. Das lange nochmal für ein Fass. Dann tun wir doch nochmal eins herstellen. Platzieren. Wieso passt es nicht da hin? So. Okay. Wir können mal schauen, wie weit es da sind. Ja, es geht halt schon ein Zeitchen. Aber hey, so soll das sein. So soll das sein und so soll das auch laufen. Und jetzt haben wir eigentlich alles. Wir können noch mal vielleicht schnell die Fiona. Sehen wir die, wo sie ist? Die ist doch auch da oben irgendwo gewesen.
Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Gehen wir Fiona mal anquatschen, was sie so denkt. Hock dich hin, bleib da und streichle mich. Wer trainiert da wer? Und mein Futternapf ist leer. Okay, ja, excuse. Ein bisschen schnurren fürs Publikum. Jetzt gehen wir aber schlafen. Katze mir. Tun wir noch das Zeug ins Lager, das wir nicht mehr brauchen. Und heute haben wir viel erlebt. Zum Glück haben wir jetzt so ein Wochenende voll gemacht. Sonst das wäre ja sonst. Und mit dieser Oberschiene und mit diesen Zwiebeln können wir vielleicht mal irgendetwas kochen. Man weiß es gar nicht. Und den lustigen Fisch lagert man auch mal noch ein. Hier kannst du beliebig viele Gegenstände aus deinem Inventar einlagern und später wieder herausholen. Das finde ich geil. Es gibt also nicht ein volles Lager. Das ist der Hammer. Also ich hoffe es. Dann können wir ja wie die Blümchen eigentlich auch rein tun. Das wäre ja mal Giganto Mastero Schnickipo. Gut, wir gehen in Sorge, schlafen. Und damit beenden wir die erste Woche in Moonlight Peaks. Beziehungen, Viktor, Familie. Und dann geht es nächstes Mal wieder weiter, wenn wir wieder einsteigen in das Spiel mit dem gigantischen Titel Moonlight Peaks auf Schweizerdeutsch. Ade, messi, ciao, ciao.